Dies ist der Balkon von Slave Mladenovski. Der erforscht den Niedergang des Mittelstands in Mazedonien. In diesem Haus wohnen 86 Doktoranden und Universitätsassistenten mit ihren Familien. Freundliche Wohnungen, in denen ihnen fast nichts gehört. Der kleine Slatko geht in die 1. Klasse. Die Mutter ist bei der Arbeit im Ministerium. Den Computer, auf dem Mladenovski seine Untersuchungen schreibt, hat der Doktorand ebenso wie das Fernsehgerät auf Kredit gekauft. Aber die Möbel gehören alle dem Wohnheim. Die hat er vom Rektorat auf Zeit bekommen. So eine Wohnung, 40 Quadratmeter, kann sich kein junger Akademiker in Skopje von seinem Gehalt leisten. Das ist ein ernstes Problem. Niemand will aus dem Wohnhaus ausziehen. Eine andere Lösung gibt es für uns nicht. Hier bezahlen wir 150 Mark Miete. Das ist viel billiger, als wir es anderswo finden könnten. Einem privaten Vermieter würden wir in zentraler Lage sogar 300 Mark zahlen müssen. Die Kinder der jungen Doktoranden machen die Gänge zum Fußballplatz, wenn die Eltern nachdenken müssen. Einerseits gibt es eine kleine Anzahl von Reichen und auf der anderen Seite den großen Teil der armen Bevölkerung. Statistische Erhebungen in der Republik Mazedonien haben gezeigt, 74% der Bevölkerung haben im Monat weniger als 400 Mark pro Familie. 16% bilden die sogenannte Mittelklasse. Die kommen auf ein Einkommen bis zu 600 Mark, wenn beide Eltern Arbeit haben. Und 10% verdienen mehr als 600 Mark, die gelten als reich. Besonders erniedrigend ist, dass wir nicht mehr ins Kino oder ins Theater gehen können. Was im alten System normal war, ist heute einfach unmöglich, wenn man nach der Miete noch 2/3 des Einkommens bloß für Lebensmittel ausgeben muss. Mazedonien ist ein Land der Berge und Schluchten. Von solchen Landschaften hat die ganze Region ihren Namen Balkan, Waldgebirge, nannten die türkischen Eroberer sie.